könnte man ganz einfach machen und wäre relativ schnell und kurz fertig. Ich könnte aufs Baurecht verweisen und Ihnen erzählen, dass wenn etwas baurechtlich zulässig ist, Art und Maß der baulichen Nutzung, also zum Beispiel auch die Höhe des Minaretts in die Umgebung passen, dann ist es zu genehmigen. Das ist hier nicht in einem Bebauungsplanverfahren, das ist keine Stadtratszuständigkeit, das ist noch nicht einmal eine Zuständigkeit für Bürgerbegehren, wenn es den eins gäbe, sondern schlichtes Verwaltungshandeln im übertragenen Wirkungskreis. Ich könnte zweitens aufs Grundgesetz verweisen, wo die Religionsfreiheit normiert ist, die dann wiederum in Verbindung mit der Versammlungsfreiheit ein individuelles Recht schützt und natürlich auch das Recht aller Menschen, eine Glaubensgemeinschaft sich zusammenzuschließen und nach den Gepflogenheiten des Glaubens den Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Ich müsste dann vielleicht noch betonen, wahrscheinlich müsste ich es, weil uns das immer wieder begegnet, dass das deutsche Recht den Menschen nicht etwa Rechte gewährt und regelt, was erlaubt ist. Nein, die Menschen besitzen diese Rechte, insbesondere die Grundrechte. Die Grundrechte tragen wir in uns. Die Menschen in Deutschland sind Grundrechtsträger. Das Grundgesetz schützt diese nur. Und dass das deutsche Recht wenigstens allermeistens auch nicht regelt, was erlaubt ist, sondern Gott sei Dank nur, was verboten ist. Und dass alles das, was nicht verboten ist, grundsätzlich erlaubt ist. Nicht in jedem Rechtskreis, aber am Steckenberg, wir machen zusammen Ausländerrecht. Das ist manchmal ein bisschen anders. Das könnte es dann schon sein, meine Damen und Herren, ist es aber nicht, weil wir hier weder ein baurechtliches noch ein grundgesetzliches Problem behandeln, sondern ein gesellschaftspolitisches. Und gesellschaftspolitische Probleme belasten sich dann gerne mal relativ schwer, wenn es mit Fremdheit, mit Religion und mit anderen Nationen zu tun hat. Und genau darum geht es. Jede moderne Gesellschaft muss, das ist der Schlüsselsatz, über den wir heute diskutieren sollten, finde ich, Einigkeit darüber herstellen, wie verschieden sie sein will. Und jede Gesellschaft verändert sich in ihren Normen und Werten Tag für Tag. Auch natürlich in der logischen Konsequenz in ihrer Akzeptanz von Vielfalt. Was im Wilhelminischen Kaiserreich anerkannt mehrheitlich und oft auch rechtlich verboten war, gehört heute oft zum guten Ton. Und jede einzelne dieser Veränderungen, von dem, was gesellschaftlich normiert, nicht rechtlich damals nicht erlaubt war, jede einzelne dieser Veränderungen war begleitet von erbittertem Streit, von leidenschaftlichen Diskussionen und natürlich von den allfälligen Prophezeiungen. Hier und genau bei diesem Punkt handelt es sich nun aber endgültig um den Untergang des Abendlands. Denken Sie an Oswald Kollek. Denken Sie an die Vereinigung von Joschka Fischer in Turnschuhen. 20 Jahre vorher wäre das undenkbar gewesen. Denken Sie an homosexuelle Ministerpräsidenten in Deutschland. Vor 40 Jahren war das noch unter Strafe gestanden. Heute bekennt man sich dazu. Alles gesellschaftliche Veränderungen, die uns immer einiges abverlangen. Vielleicht nicht uns allen, aber vielen unter uns, weil das plötzlich gesellschaftlich normiert oder akzeptiert wird, obwohl es doch noch vor 5 Jahren so richtig kollektiv verboten gewesen ist. Und diese Einigkeit darüber herzustellen, wie verschieden wir sind, das ist natürlich kein Zuckerschlecken, sondern ein relativ schwieriger Prozess. Alles das, was ich jetzt als Beispiel genannt habe, wird heute von vielen toleriert, ist für die allermeisten selbstverständlich, gefällt aber manchen immer noch nicht, was auch okay ist, denn das ist ihr gutes Recht. Und immer dort, wo solche Themen der Entwicklung von gesellschaftlicher Vielfalt den Themenkreis der Einwanderungsgesellschaft betreffen, wird es besonders arg, weil das Ganze dann die eben schon erwähnte ethnische und religiöse Dimension bekommt. Und wir müssen bei diesen Themen, deshalb lese ich heute auch ab, sonst tue ich das ja nie, sorgfältig mit der Sprache umgehen. Ein falsches Wort, ein bewusst gesetztes falsches Wort an der falschen Stelle kann viel kaputt machen. Die Muslime gehören zu Deutschland, sagt Premierminister Friedrich. Der Islam ist ein Bestandteil Bayerns, sagt Finanzminister Söder. Der Islam gehört zu Deutschland, sagte Christian Lindner. Achten Sie bitte auf die feinen Unterschiede, meine Damen und Herren. Die Aussage von Bundesinnenminister Friedrich ist eigentlich nichts anderes als banale empirische Realität. Ungefähr 5% der Menschen in Deutschland sind Muslime. Markus Söder geht, in diesem Fall bin ich mir sicher sehr behutsam formulierend, schon einen Schritt weiter. Der Bestandteil könnte so etwas Ähnliches ausdrücken wie Zugehörigkeit.
Es kann eine Tatsachenbeschreibung sein, es hat aber möglicherweise eine programmatische Dimension. Wir müssen ihn befragen, um es zu wissen. Die Aussage von Christian Wulff mit der Formulierung gehört zu, war als politische Aussage in einer sich verändernden Welt gemeint. Denn es bedeutet, dass der Islam in den im Rahmen unserer gesellschaftlichen Pluralität gegebenen Bestand an Verschiedenheit hineingehört, so hat Christian Wulff formuliert. Das meint mehr als nur, das muss von unserer Toleranz ausgehalten werden. Das ist mir wichtig an dieser Stelle, weil ich glaube, dass für das, was wir zu diskutieren haben, das Wort Toleranz wie so oft der falsche Begriff ist. Toleranz ist die von einer Mehrheit definierte zulässige Abweichung von der Norm. Das kommt aus dem Technischen. Die Toleranz bei der Schraube ist das, was wir gerade noch aushalten können, sodass die Schraube hält. Für die grundrechtlich geschützten Freiheitsrechte der Menschen kann es aber gar keine gesellschaftlich definierte Norm geben, die diese einschränkt. Völlig unbeachtet von der deutschen Öffentlichkeit hat Bundeskanzlerin Merkel am 16. Mai 2012 so gesagt: Die Muslime gehören heute zu unserer Lebenswelt dazu. Deshalb gehört der Islam eben heute auch dazu. Zwar sei, so die Kanzlerin, die christlich-jüdische Tradition in den vergangenen Jahrhunderten viel stärker gewesen, trotzdem sei es falsch zu sagen, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Komischerweise hat das kaum große Schlagzeilen verursacht, obwohl es doch immerhin unsere Bundeskanzlerin ist und die mit der ihr als Physikerin eigenen Nüchternheit aus der Realitätsbeschreibung hin zu dieser, wie ich finde, richtigen programmatischen Aussage gekommen ist. Sie hat recht. Übrigens auch mit der Tradition der christlich-jüdischen. Es gibt einige jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland, die finden den Verweis auf die christlich-jüdische Tradition, wenn es um die Themen des Islams geht, durchaus grenzwertig. Und ganz ehrlich, solange noch Polizeiautos vor unseren Synagogen stehen, haben wir es mit der Tradition wohl auch noch nicht in die Zukunft geschafft. Und der Verweis auf die Tradition hilft uns auch nicht für die Bewertung gesellschaftlicher Veränderungsprozesse von heute. Er ist unsere Wurzel. Das ist eine Kirchnachricht. Und auf der Basis dieser Wurzel müssen wir gucken, wie weit wir sozusagen den schattenspendenden Ast dann auch wachsen lassen können. In der Großstadt, so hat ein kluger Mann mal gesagt, höre man die Störgeräusche der gesellschaftlichen Realität besonders laut. Ich denke, dass solch eine Minarettdebatte ein klassisches Störgeräusch der gesellschaftlichen Realität ist. Und es wäre falsch anzunehmen, dass man diese Diskussionen über das Verhängen von Harmonie und das Ausbreiten von guten Wünschen, wir hätten uns doch alle in unserer Nachbarschaft lieb, lösen könnte. Das Zusammenleben von Menschen in einer Großstadt ist nie ein Harmoniemodell, es ist immer ein Konfliktmodell. Die Anforderung an uns ist, festzustellen, wie wir mit diesem Konflikt umgehen wollen, wie wir rauskommen wollen aus den Diskussionen, die wir führen. Wenn Cevapcici und Nürnberger Bratwurst unverbindlich tolerant nebeneinander auf dem Grill liegen, ist noch gar nichts erreicht. Mit den frommen Sprüchen aus der Ära, wo Multikulti als Programmsatz verwendet worden ist, werden die gesellschaftliche Realität weder verändern noch ihr gerecht. Donnernde Leitkulturdebatten helfen aber auch nichts. Mark Terkesidis, ein Publizist, der ein viel diskutiertes Plädoyer für mehr Rationalität in der Integrationsdebatte publiziert hat, hat wie folgt formuliert, ich zitiere: Der Begriff Integration ist nach über 30 Jahren wieder in Mode gekommen. Es bezieht sich auf die Anfänge dieses Jahrzehnts, wo mit Zuwanderungsgesetz dann auch die Islamgipfel und deutsche Islamkonferenz und alles auf den Weg gebracht worden ist. Sehr sinnvoll ist das nicht. Denn in Deutschland verbergen sich hinter diesem Wort allerlei unausgesprochene Vorstellungen darüber, was Deutschsein bedeutet, wie Leute sich bei uns benehmen müssen, was sie nicht tun sollten, wer die richtigen Voraussetzungen hat und wer Defizite, für wen die Institutionen gemacht sind und wer da eigentlich nur zu lassen ist. Nun sind die verbreiteten Ideen vom Deutschsein jedoch so altbacken, dass selbst die Einheimischen die Lebensweise gerade nicht mehr unterbringen können. Immer noch bringt man Deutsch in Verbindung mit Organisationstalent, Ordnung, Fleiß, Zuverlässigkeit und romantischer Tiefe. Ein Streifzug durch die Hauptstadt, ein Termin mit einem Handwerker oder eine Fahrt mit der Deutschen Bahn machen schnell klar, wie wenig diese Attribute heute noch mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Seit 1989 wird fieberhaft nach neuen Ideen von Deutschsein geforscht, doch die Ergebnisse sind wenig beeindruckend.
Suche dabei hat etwas überaus Provinzielles. Viel fruchtbarer wäre es, die Vielheit auf den Straßen zum Ausgangspunkt zu nehmen für eine andere Idee der deutschen Bevölkerung. Das setzt aber den Willen zum Voranschreiten, zur Öffnung und zum Neuerfinden voraus. Ende des Zitats. Und dieser Prozess, so schreibt er weiter, hat nichts mit Harmonie zu tun, um Gottes Willen. Eher mit Dissonanz, mit Brechung, mit Unreinheit, mit Improvisation. Wir stehen, so Terkessidis, vor der Aufgabe nicht einer multikulturellen Gesellschaft als Propagandawort, sondern vor der Aufgabe einer interkulturellen Alphabetisierung. Und dabei werden wir alle eine neue Sprache lernen. Mit der Erkenntnis, dass die Ausländer, die Fremden, nicht mehr heimgehen würden, sondern einfach hier bleiben, auch wenn sie fertig sind mit dem Arbeiten, die Gastarbeiter, setzte die Angst vor Kontrollverlust ein in der Bundesrepublik, kamen Leitkulturdebatten auf. Meine Damen und Herren, wir sollten die Störgeräusche der gesellschaftlichen Realität mit der Gelassenheit unseres Grundgesetzes und der Stärke unserer demokratischen Gesellschaft diskutieren und ihnen begegnen. Ein knappes Dutzend Moscheen in Nürnberg werfen unsere Stadt nicht aus ihrer Bahn. Und wenn eine davon, ein Minarett, eigentlich eher eine Minarett-Attrappe, ein Muezzin zum Gebet, es ist halt ein Turm, der ist noch nicht mal begehbar. Wenn also eine davon sein Minarett besitzt, dann geht die Welt auch nicht unter. Was bedeutet nun dieser gesellschaftliche Veränderungsprozess für uns, die hier sitzen, die Sie teilweise nicken und teilweise den Kopf schütteln? Müssen wir das Minarett mögen? Nein, nicht unbedingt. Das finde ich, würde ich auch jederzeit unterschreiben. Müssen wir für die Freiheit eintreten, es zu realisieren, wenn es baurechtlich zulässig ist? Unbedingt, meine Damen und Herren, denn da sind wir im Rechtskreis des Grundgesetzes. Und weil dieses wunderbare Grundgesetz auch die Religionsfreiheit derer schützt, die nicht zur Mehrheitsreligion gehören, und weil zum individuellen Grundrecht auf Religionsfreiheit natürlich auch das Recht gehört, sie mit Gleichgesinnten in Gotteshäusern zu feiern. Und wenn das heute noch wehtut, weil es neu ist, dann, habe ich keinen Zweifel, werden wir auch diesmal vielleicht nicht schnell, vielleicht nicht leicht, den gesellschaftlichen Kanon darüber, wie verschieden wir sein wollen oder auch sein müssen, gemeinsam weiterentwickeln. Dazu bedarf es auch in der politischen Diskussion der sprachlichen Sorgfalt. Die Aussage meines Kollegen Brehm, Moschee ja, Minarett nein, ist baurechtlich nicht haltbar. Es ist Aufgabe der Politik, auch die Wahrheit zu sagen, zu übersetzen, wie komplexe juristische Realitäten sich im Alltag darstellen. Und wir sollten die Gemeinsamkeit suchen, wenn wir diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozess bei allen Schmerzen, die er hervorrufen mag,